Kommst du da noch mit dem schweren Teil? Ja, hey, jetzt müssen wir schon ein bisschen Gas geben, sonst verpassen wir unseren Termin. Oh ja, Wann hast du abgemacht? die 8:30. Und jetzt ist? 28, jetzt müssen wir schnell hin. Oh ja, hä? Ja, grüezi wohl, Herr Bundesrat. Guten Tag. Ja, die Zahlen, also das ist ja grauenhaft. Das ist wirklich herzzerreissend schlimm. Ja, gell? das tut dann ein bisschen weh. Es tut dem auch leid, gell? Ja, das hoffe ich für Sie. Herzlich willkommen zurück zu der Kindersendung. Mega cool, dass ihr eingeschaltet habt. Heute am 3. Advent. Ihr seht, wir haben das 3. Kerzchen gerade angezündet. Vielleicht habt ihr das daheim schon gemacht oder macht es noch. Auf jeden Fall, es fehlt nur noch ein Kerzchen und dann ist Weihnachten. Ja, und wir wollen heute noch mal in der Geschichte von Paulus weiterfahren. Heute wird er mega oft angeklagt und nicht in Ruhe gelassen. Aber warum nur? Und heute hat er auch die Chance, um mit den römischen Führern zu reden. Aber auch die verstehen das Problem nicht wirklich. Und trotzdem haben sie ein grosses Interesse an Paulus. Aber warum echt? Du kannst gespannt sein, weil der Paulus bekommt heute noch mal viele Chancen zum Reden. Aber was er wohl alles sagen wird? Was wir sicher wissen, ist, dass es um Jesus geht. Wie gut kennst eigentlich du Jesus? In dem Lied, das wir jetzt zusammen singen, geht es genau um das. Wer ist Jesus wirklich? Am 20 vor 12 in der Nacht ist es passiert. Trotz 6 Warnungen hat man nicht reagiert. Mit einer höheren Geschwindigkeit rammt das Riesenschiff Titanic den Eisberg. Als Titanic innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten untergeht, kämpft auch der John Harper gegen den nassen und kalten Tod. Er ist ein überzeugter Christ.
Im Wasser rudernd, driftet eine Gestalt, wo sich an ein Brett klammert, auf ihn zu. Der John Harper ruft, bist du gerettet? Nein! Der Harper ruft, glaub an Herr Jesus, so wirst du gerettet. Doch bevor der Mann antworten kann, treibt er in der Dunkelheit davon. Wie durch einen Zufall hat die Strömung die beiden kurze Zeit später nochmal zusammengeführt. Und noch einmal ruft der sterbende Harper, bist du gerettet? Und wieder kommt die gleiche Antwort zurück. Nein! Mit letzter Kraft wiederholt der Harper seinen Ruf. Glaub an Herr Jesus, so wirst du gerettet. Der Schiffbrüchige hat später aus dem Wasser gezogen und gerettet werden. In Hamilton, das ist eine grosse Stadt, berichtet der Überlebende, dass er der letzte Bekehrte vom John Harper sei. In den eiskalten Fluten hat er den Ruf vom Harper ernst genommen und sein Leben am Herrn Jesus anvertraut. Ja, der John Harper hat gewusst, was am Schluss zählt. Einzig und allein die Frage, ob ein Mensch mit Gott versöhnt und somit gerettet ist. Er hat seine letzte Gelegenheit genutzt, um einem Menschen von Jesus zu erzählen. Nutzen auch wir die Gelegenheiten, die uns Gott gibt, dass wir anderen Menschen von unserem Glauben an Jesus erzählen? Auch der Paulus hat die Chance genutzt. Es ist ja so gewesen, dass gegen den Paulus von den Juden ein Mordanschlag geplant worden ist. Darum hat man ihn zum Statthalter Felix geschickt mit folgender Nachricht. Claudius Lysias grüßt seine Exzellenz, den Statthalter Felix. Diesen Mann hier hatten die Juden ergriffen. Sie wollten ihn gerade töten, als ich ihn mit Gewalt aus ihren Händen befreite. Denn ich hatte erfahren, dass er römischer Bürger ist. Weil ich wissen wollte, was er getan hat, brachte ich ihn vor ihren Hohen Rat. Dort stellte sich heraus, dass er nichts getan hat, wofür er die Todesstrafe verdient hätte oder wofür man ihn auch nur gefangen nehmen dürfen. Es handelt sich lediglich um Streitfragen des jüdischen Gesetzes. Inzwischen habe ich von einem neuen Mordanschlag gegen ihn erfahren und deshalb schicke ich ihn zu dir. Seine Kläger habe ich angewiesen, bei dir Anklage gegen ihn zu erheben. Ja, 5 Tage später sind dann auch die jüdischen Führer aus Jerusalem eingetroffen. Es sind einige Älteste, der hohe Priester und auch ein Anwalt ist dabei. Der Anwalt erzählt am Felix, dass der Gefangene Paulus ein Unruhestifter sei und ein Anführer der Nazarener. Die Christen sind Nazarener genannt worden, und zwar weil Jesus aus Nazareth stammt. Der Anwalt klagt den Paulus außerdem an, dass er das jüdische Tempelgesetz gebrochen hat. Dann hat sich der Paulus verteidigen. Er sagt, meine Ankläger haben mich nicht im Tempel in einem Streit mit jemandem angetroffen. Sie können von diesen Anklagenden nichts beweisen. Das eine aber bekenne ich öffentlich. Ich diene Gott von unseren Vorfahren, und zwar nach der Glaubensrichtung, die sie für eine Sekte halten. Ja, der Paulus will nicht verleugnen, dass er ein Nachfolger vom Herrn Jesus ist, auch wenn er darum wahrscheinlich länger gefangen gehalten wird. Der Paulus weiss, dass Gott will, dass jeder Christ mutig von seinem Glauben an Jesus erzählt und ihn bezeugt. Ein Zeuge vor Gericht wird bezeugen, was er gesehen hat. Und ein Zeuge vom Herrn Jesus sagt das weiter, wo er über ihn weiss. Bist du auch ein Zeuge für den Herrn Jesus? Ja, es braucht manchmal sehr viel Mut. So auch bei der Nina. Du Nina, was hast du am Wochenende gemacht? Fragt Leonie am Montag in der Schule. Die Nina zögert. Ja, es war wie jeden Sonntag in der Sonntagsschule. Kann sie das der Leonie sagen? Das interessiert sie doch bestimmt nicht, oder? Aber wenn sie ja schon so direkt fragt. Ich bin im Gottesdienst in der Sonntagsschule. Wir gehen jeden Sonntag in die Gemeinde. Echt jetzt? Fragt Leonie. Und was macht man da so? Jetzt kann Nina erzählen von ihrem Glauben, von Jesus. Und ja, die Leonie lässt spannend zu und möchte immer noch mehr wissen. Oh, wie gut, dass sich Nina getraut hat, von der Sonntagsschule zu erzählen. Und auch deine Freunde sollen von Jesus hören. Wir lesen in der Bibel, im 1. Petrus 3, Vers 15. 1. Petrus 3, 15, da heisst es, macht Christus zum Herrn eures Lebens
Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Ja, das ist nicht immer einfach. Aber Gott wird dir helfen, so wie er auch an Paulus im Gerichtssaal geholfen hat. Ja, der Felix, er lässt genau zu. Es ist ihm klar, dass der Paulus unschuldig ist. Aber er möchte die Juden nicht verärgern. Und so endet die Gerichtsverhandlung ohne Urteil. Mehrere Tage später lässt der Felix den Paulus holen. Wahrscheinlich, weil seine Frau Drusilla den Paulus möchte hören. Und wieder redet der Paulus über seinen Glauben an Christus. Ja, er versucht nicht, den Felix zu überreden, dass er frei kommt. Nein, viel Liebe gibt er am Felix und der Drusilla das weiter, was ihm wichtig ist. Er hat darüber, wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt. Er sagt ihnen, ohne ein Blatt vors Maul zu nehmen, dass Gott Unrecht richten wird. Weil Gott gerecht und rein ist. Ja, der Felix muss gemerkt haben, wie anders doch der Paulus ist. Denn der Felix ist grausam und ein Betrüger. Drusilla ihrerseits hat ihren Ehemann verlassen, um die dritte Frau von Felix zu werden. Was da der Paulus sagt, ist ihnen unangenehm. Der Paulus warnt die beiden, sie würden Gott, Richter, gegenübergestellt werden für all das, was sie da haben und noch tun werden. Darauf ist der Felix nervös geworden und hat nichts mehr hören. Genug jetzt, hat er energisch gesagt. Du kannst gehen. Wenn es mir passt, dann rufe ich dich schon wieder. Soweit wir wissen, ist weder der Felix noch Drusilla zum Glauben gekommen. Ist der Paulus in dem Fall kein guter Zeuge für den Herrn Jesus? Vielleicht ist dir auch schon mal so gegangen. Du hast jemandem das Evangelium weitergegeben, aber nichts ist passiert. Bin nicht entmutigt. Alles, was Gott will, ist, dass du deinen Freunden über Jesus erzählst. Sie müssen dann selber entscheiden, ob sie an Jesus glauben wollen. Du kannst dafür beten, dass Gott ihr Herz verändert. Denn Gott dir allein ist der die Menschen das Verständnis gibt, dass sie die gute Nacht von Jesus Christus annehmen können. Ja, auch der Paulus kann niemand zum Glauben überreden. Er kann nur das erzählen, was er selber erlebt hat und an wen er glaubt. Ja, und der Felix, er hat noch so einen Hintergedanken gehabt. Und zwar hat er gedacht, ja, wenn ich den Paulus noch ein länger festhebe, ja, vielleicht zahlt er mir dann Bestechungsgelder, um frei zu kommen. Was denkst du? Wird das der Paulus machen? Nein, der Paulus möchte nicht unehrlich sein. Auch in dem ist er ein Zeugnis für den Herrn Jesus, obwohl er 2 Jahre lang gefangen gehalten worden ist. Und dann ist der Felix versetzt worden und ein anderer Statthalter, der Festus, hat seine Stelle eingenommen. Ja, der Festus ist ein besserer Herrscher gewesen. Ob auch jetzt der Paulus freikommt? Die Juden, sie sind fest entschlossen, das ja nicht zuzulassen. Sie haben den Paulus nicht vergessen in diesen 2 Jahren. Und so haben sie am Statthalter, als er nach Jerusalem gereist ist, vorgeschlagen, dass man ihn, den Paulus, nach Jerusalem zurückführt. Sie haben nämlich einen geheimen Plan gehabt. Sie wollten einen Hinterhalt legen, um ihn umzubringen. Ja, der Festus hat aber die Bitte nicht zulassen und hat ihnen gesagt, sie sollen nach Caesarea kommen, um gegen den Paulus Anklage zu erheben. Ja, sie klagen den Paulus mit diversen Sachen an, können aber nichts beweisen. Der Festus fragt den Paulus, bist du bereit, in Jerusalem vor Gericht zu stehen? Der Paulus hat auch gewusst, dass er dort keine Chance auf eine faire Verhandlung hat. Darum sagt er, wenn ich etwas Böses da hätte, dann bin ich bereit, mich zu bestrafen lassen. Auch mit dem Tod. Wenn aber das, was die Juden sagen, nicht stimmt, dann hat niemand das Recht, mich ihnen auszuliefern. Ich berufe mich auf den Kaiser. Ja, das hätte er können, weil er ein römischer Bürger war. Wisst ihr, wo der Kaiser wohnt? Genau, in Rom. Der Paulus hat ihn also gebeten, nach Rom gesendet und dort vor Gericht gestellt zu werden. Ja, der Festus hat dann mit seinen Beratern geredet und dann angekündigt, auf den Kaiser hast du dich berufen, also sollst du zum Kaiser gehen. Es ist aber noch eine Weile gegangen, bis er nach Rom geschickt worden ist. Zuerst hat nämlich der Festus noch hohen Besuch bekommen. Und zwar vom König Agrippa und seiner Schwester, der Berenike. Die beiden sind Sohn und Tochter vom Herodes. Der Herodes, der den Jakobus tötet und den Petrus ins Gefängnis eingeliefert hat. Ja, die beiden wissen über Christus Bescheid.
Der Festus erzählt ihm von einem ungewöhnlichen Gefangenen. Der Agrippa ist neugierig geworden und sagt, oh, ich würde den mal gern mal hören. Ja, morgen sollst du Gelegenheit bekommen, verspricht der Festus. Am nächsten Tag herrscht im Palast vom Statthalter grosse Aufregung. Der König Agrippa und Berenike haben sich schön angelegt, so Purpurgewänder und eine goldige Krone. Ja, fast schon ein bisschen kitschig. Auch Beamte und prominente Leute von Caesarea sind dabei und haben ihre Plätze eingenommen. «Bringt den Gefangenen!» befiehlt der Statthalter Festus. Der Paulus ist eingeführt worden, im Gefangenenkleid und natürlich gefesselt. Da steht er also von diesen wichtigen Leuten. Aber Gott hilft ihm, still und zuversichtlich zu sein. Der Statthalter Festus steht auf und sagt, König Agrippa und all, die da innen sind. Ich habe an dem Paulus nichts gefunden. Er hat den Tod nicht verdient. Er hat sich auf den Kaiser berufen, aber wenn er nach Rom segeln soll, dann brauche ich etwas. Ich brauche einen Grund. Ich muss sagen, was er verbrochen hat. Dann hat er sich an Paulus zugewendet und gesagt, du darfst jetzt für dich selber reden. Ja, das war wahrscheinlich für den Paulus schon furchterregend gewesen. Aber Gott hat ihm geholfen, von Jesus Christus zu erzählen, indem er seine Lebensgeschichte vorgetragen hat. So hat er zuerst berichtet, dass er ein strenger Pharisäer war, der Christen verfolgt hat. Und dann erklärt er, wie ihm der Herr Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist. Er sagt, dass er seinem Herr gehorsam war und das Evangelium zu den Juden und den Heiden, das sind all die nicht Juden sind, also zum Beispiel auch mir, gebracht hat. Mose und die Propheten haben vorausgesagt, dass Christus kommen und sterben wird, aber auch auferstehen wird und es Licht für die Juden und Heiden sein. Plötzlich wird die Verhandlung vom Festus unterbrochen. Er schreit, du bist wahnsinnig, Paulus. Vor lauter Studieren hast du deinen Verstand verloren. Der Paulus antwortet schnell, ich bin nicht wahnsinnig. Und er fragt den König, glaubst du an Gottes Wort und an die Propheten? Ein Raunen ist durchs Publikum gegangen. Was, der Paulus wagt, so eine direkte Frage dem König zu stellen? Meinst du, in so einer kurzen Zeit könntest du mich überreden, Christ zu werden? Antwortete Agrippa. Der Paulus sagt, über kurz oder lang, ich bete, dass da ihnen also werden wie ich, Menschen, die am Herrn Jesus nachfolgen. Ausgenommen da die Fesseln. Der Gefangene hebt die Hand und rastelt mit der Kette. Dann sind der Statthalter, der König, Berenike und alle anderen Beamten aufgestanden und haben den Gerichtssaal verlassen, um sich zu beraten. Ja, sie sind sich einig geworden. Er hat weder Tod noch Gefängnis verdient. Der König Agrippa sagt zum Festus, hätte er sich nicht auf den Kaiser berufen, dann hätte man ihn freilassen können. Hätte man das nicht einfach widerrufen, die Aussage, dass der Paulus das zurücknimmt? Aber wir wissen, dass das an Paulus seine Berufung war, nach Rom zu gehen. Das lesen wir nämlich in Apostelgeschichte 23,11. Dort heisst es, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Ja, der Paulus ist ein treuer Zeuge, auch von Regierenden gewesen. Als Zeuge davon erzählen, was Gott da hat. Das ist aber nicht nur Paulus seine Aufgabe. Nein, Gott will, dass jeder, der Jesus persönlich kennt, anderen von ihm erzählt. Ja, es ist die Aufgabe von jedem Christ, die gute Nachricht weiterzugeben und so den guten Samen ins Leben der Menschen zu streuen. Unsere Aufgabe ist es zu säen. Gottes Aufgabe ist es, Saat zu wachsen lassen. Wenn du jemandem von Jesus erzählst, dann tust du säen. Und nur Gott weiss, ob es wachsen wird oder wann. Ja, der Paulus ist überall, wo er angegangen ist, hat er Gottes Wort gestreut. Manchmal ist es gewachsen, manchmal aber auch nicht. Der Paulus hat aber nie aufgehört zu säen. Und wenn Jesus auch dein Retter ist, dann nutze jede Gelegenheit, die Gott dir schenkt, um den Samen zu streuen. Es kann vielleicht auf dem Schulweg sein, vielleicht in der Klasse oder in der Garderobe, einfach dort, wo du gerade bist. Ich hatte zum Beispiel mal die Möglichkeit gehabt, ich bin in einem Klassenlager in der 5. Klasse, bin im Zimmer gewesen, habe die Bibel gelesen, ist ein Kollege und hat gefragt, du Joel, was liest du da?
Er hat gesagt, ja, ich lese in der Bibel das Wort Gottes. Und er hat gesagt, oh, tu doch gerade laut vorlesen. Und so habe ich laut in der Bibel vorgelesen und alle im Zimmer haben es gehört. Und ich hatte so Freude gehabt, dass ich etwas von meinem Glauben an Jesus weitergeben konnte. Und ich möchte auch dich ermutigen. Nutze die Chance, die Jesus dir gibt, um die gute Nachricht weiterzugeben. Ja, und falls du jetzt gemerkt hast, dass du Jesus gar noch nicht kennst, dass du noch gar keine Beziehung zu ihm hast, dann rufe ich dir wie der John Harper zu. Glaube an Jesus, so wirst du gerettet. Übergib ihm dein Leben. Sag ihm, was du alles falsch gemacht hast. Bitte ihn um Vergebung. Und so wirst auch du gerettet und kannst die frohe Botschaft weitergeben, indem du mutig von deinem Glauben an Jesus erzählst. Ich tue noch beten. Ja, Jesus, danke vielmals für die Geschichte. Danke vielmals für den Paulus, der uns ja da auch so als Vorbild ist, dass er in jeder Situation dich bezeugt hat. Und da wollen wir dich einfach auch darum bitten, dass du uns auch hilfst, auch dort, wo wir sind, dass wir mutig von dir erzählen, weil du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Danke, Herr, dass wir wissen, ja, dass du uns auch hilfst dabei. Amen. Absolut Nummer 1 wird Jesus werden von deinem Leben. Komm, sing mit uns. Steh am liebsten auf und mach Bewegungen mit. Ja, Gott will, dass jeder, der an ihn glaubt, auch Jesus bezeugt. Nathalie, jetzt bist du dran. Ja, ich will es mir aufschreiben. Jesus hilft mir, mutig zu sein. Ja, das ist in der Geschichte auch vorgekommen, wisst ihr noch? Und Nathalie hat das da auf einen Zettel geschrieben. Und ihr erinnert euch, letztes Mal haben die mit der Christina so eine Pinnwand basteln. Ja, perfekt. Vielleicht haben ihr auch eine gebastelt. Wenn ihr so eine habt, könnt ihr jetzt schon das zweite Zettel hier tun. Mit dem Gedanken von heute, Jesus hilft mir, mutig zu sein. Schau. Der Preis vom Quiz heute, genau, perfekt. Heute gibt es feine Schoki für den Gewinner von diesem Quiz. Ich frage euch gerade die erste Frage. Nathalie macht dann die Antworten. Sind ihr bereit? Die erste Frage ist, warum ist der Paulus angeklagt worden? Antwort A, er hat nicht gemacht, was die Juden wollten. Die Antwort B, wegen seinem Glauben an Jesus. Oder die Antwort C, weil er nach Rom gehen. Und die zweite Frage, warum hat der Statthalter Felix viel mit dem Paulus geredet? Antwort A, er hat gehofft, dass der Paulus ihm Geld gibt. Antwort B, er hat einfach mega gerne geredet. Oder die Antwort C, er nimmt es immer sehr gemütlich. Und die dritte Frage ist, was sagt der Paulus während der Verteidigung beim Festus? Antwort A, er hat gesagt, dass alles, was seine Ankläger sagen, falsch ist. Antwort B, er hat erzählt, wie Gott ihn zum Glauben an Jesus geführt hat. Oder die Antwort C, er hat gar keinen Mut gehabt und hat einfach nichts gesagt.
Das sind die 3 Fragen. Ihr dürft sie wieder ausfüllen. Ihr seht nachher den Link, den ihr eingeben könnt. Oder in der Beschreibung könnt ihr einfach draufklicken. Ja, der Paulus ist heute in der Geschichte von der höheren römischen Führung gestanden. Und der Knüsli hat ja auch so etwas geplant. Er möchte nämlich zu den höchsten Leuten der Schweiz gehen, zum Bundesrat. Letztes Mal haben wir gesehen, dass er mit seinen Freunden da ein kleines Problem hatte. Wir wollen jetzt mal schauen, wie es dort weitergeht. Ja, die Zahlen, also das ist ja grauenhaft. Das ist wirklich herzzerreissend schlimm. Da müssen wir eine andere Berechnung machen. Da traut es mich. Das beschäftigt mich schaurig. Ja. Also als Bundesrat, wo ich schon so viel Erfahrung gesammelt habe, ist das, also, ja, muss ich sagen, schaurig, schwierig. Und da habe ich keine Worte mehr, die ich kann, suchen und finden und sagen, ja. Da brauche ich Hilfe. Das ist schaurig, schlimm. Und dann muss ich die Ordnung reinbringen. Ja, das ist... Ja, was mache ich da, oder? Die steigen alle, schaut mal. Das ist... Kommst du da noch mit dem schweren Teil? Ja, hey, jetzt müssen wir schon ein bisschen Gas geben, sonst verpassen wir unseren Termin. Oh ja, Wann hast du abgemacht? die 8:30. Und jetzt ist? 28. Jetzt müssen wir schnell hin. Oh ja, hä? Das Motor funktioniert. Sag mal, wie hast du das wieder geklickt? Ja, weisst, ich habe wieder nochmal zusammengeschrübelt und du hast mir ja den Sirup gebracht von dem anderen. Ja. Da habe ich gemerkt, zum Trinken ist der mega grusig. Bäh! Aber als Benzin ist er noch recht gut und mit dem hat es wieder gelaufen. Und jetzt funktioniert es wieder? Ja, ich konnte Zeig ein mal. paar Teile abschleifen. Hey, Tipptopp. wunderbar. Gehen wir es im Garten Gehen wir zeigen? gerade Ist gut. zeigen, ja voll. Magst du noch tragen? Ja, sowieso. Sehr gut. Grüezi, Herr Bundesrat. Halt, Moment, ja. Was ist jetzt über den Bundesrat? Oh, Ja. Wille? Ja, Wille von den 7? hereingekommen. Ja, ich glaube es Ich bin... Ja, grüezi wohl, Herr Bundesrat. Guten Tag. Willkommen bei mir im Bundesamt für Krankheiten. Aktuellem Anlass bin ich gerade für eine Mitteilung am Ausarbeiten. Wir sprechen Deutsch ist gut. hier. Das ist Können Sie gut. das akzeptieren? Mein Name ist, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das müssen Sie ja nicht mehr suchen, weil wir sind da und Sie müssen auch nicht mehr schreiben. Wir sind da, um das Problem zu lösen. Der Herr Geschwind. Ja, und genau. Wir haben hier nämlich etwas mitgebracht. Ich muss mich zuerst noch vorstellen. Der Doktor, Professor Alois Knüsli. Und jetzt darfst du. Ja, herzlich willkommen. Heilig Geschwind. Die habe ich schon vorgestellt. Ja, aber er hat vorhin nicht den Faden verloren. Jetzt haben wir ihn auch kurz verloren. Excuse, wir machen weiter. Also gut. Ja, mit Ja. Ja, das ist unser neuestes Erfindungsstück, wo wir etwas gegen die Zahlen da machen. Wir können sie uns gerade mal vorführen. Das sind sogenannte Knübler. Das heisst, Knüsle und Blasen ist zusammengesetzt. Und drin ist das wunderbare Maschinenli verschiesst Masken. Das heisst, für die Leute, die keine anziehen wollen, kann man das vor den Laden tun und alle haben eine Maske an. Meine Idee war übrigens noch, dass man 5 Franken reinwerfen kann. Nachher kann man so bum, 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 auf die Leute schiessen mit diesen Masken. Wissen Sie wie? Dass man immer noch eine Geschäftsidee daraus machen kann. Sollen wir sie Ihnen mal vorführen? Ja, das wäre sehr gut. Sie dürfen anfangen. Gut, dann machen wir es so. Sie dürfen mal dort ein bisschen auf Distanz zurückstehen. Dann Und meine Masken müssen Sie Zahlen. nicht mehr anlegen. Wir schiessen Ihnen ja eine ins Gesicht sozusagen. Sie können sonst da gerade einen rein tun. Ich habe eine ganz lässige dabei. Ja, wunderbar. So, jetzt machen wir es nämlich so. Der Herr Geschwind, wie sein Name schon sagt, Ja. ist immer schneller. Er tut da geschwind ziehen und wusch schiesst Ihnen das ganz geschwind ins Gesicht. Sie dürfen beginnen. Los, Ich mach. bin bereit. Als Bundesrat teste ich direkt für die Bevölkerung dieses Vermögens. Ja, das ist also wunderbar, oder? Das ist ja
Fast ein bisschen fest, aber Ja, ich habe jetzt auch für die Vorführung auf maximale Stufe da. Nein, da haben wir gesagt 3/4. 3/4 ist Ah. okay. Weißt, Ja gut, das kann man da noch einstellen. Da kann man das ist umschieben. alles möglich. ja, Und eben wohl. der Erfindung, sehen wir da so hohe Zahlen. Ich bringen höre. das schwuppsdiwupps wieder runter. Wir sind sogar so gut, wir können sogar... Ich nehme das kurz. Wir können das sogar so gut in den Griff bekommen, dass wir da sogar noch weiter runterkommen. So ganz bis am Boden runter, sozusagen. Das nenne ich aber eine erstaunliche Entwicklung, die da vollzogen wird. Ja, was meinen Sie? Können wir die so Ihnen verkaufen? Oder Ja, die irgendwie- kann man vor jedem Laden anstellen. Da muss niemand mehr an die Maske denken, sondern hat immer eine. Ich und der Geschwind könnten auch noch ganz viele von denen produzieren. Für Da überall. sie ja die bundesrätlichen Beschlüsse immer im gemeinsamen Gremium entschieden werden, werden wir zu 7. eine Abstimmung durchführen. Ich in meinem Alleingang werde sagen, das Projekt ist bewilligt. Ich schreibe den anderen noch ein SMS und dann ist das sicher in der Tasche. Sehr Ich gut. kann es empfehlen. Sehr gut, Bitte dann machen schön. wir das so. Ja, das wäre sehr gut. Dann lade ich das sonst gerade mal als Ausstellungsstück da. Ja, gerne. Die brauche ich natürlich wieder. Wir haben eben ab und zu noch etwas zu kleben im Büro. Genau, die können Sie so vorführen. Sie wissen ja, wie es geht. Schalterli einfach auf 3/4, nicht volle Power. He? Das habe ich jetzt gerade gespürt. Ja, Ja, gell? das tut dann ein bisschen weh. Es tut dem auch leid, gell? Ja, das hoffe ich das für Sie. Aber Aber es ich ist unendlich leid, aber jetzt Mir- ist es passiert. Mir tut es auch 4-mal leid. Sie können ja dann eine Abhandlung mit ihm im Privaten Das tun wir durchführen. machen, Sonst wird der Bundesrat sich einschalten und dann werden Sie halt die Volksbeschlüsse sehen, was da passiert. Das bringen wir schon an. He? Das bringen wir schon an. Dann würde ich sagen, wir produzieren schon mal die nächsten paar. He? Vielen Dank. Das ist gut. Ich werde mich darum kümmern. Vorerst mache ich zuerst einen Mittagsschlaf, weil es ist doch die Zeit dafür, für meine Energie. Und dann werden wir sehen. Das machen wir. Ja, Wir gehen in dem Fall. He? sehr Alle gut, sehr Bundesrat. gut. Das Das ist gehört so. voneinander. ja, das ist eine super Idee. Ja, aber zuerst ein Mittagsschlaf. Wir haben ja auch so viel Energie gebraucht für dieses Entgegennehmen des Geschenkes. Ich kann da meinen Kollegen am Uli oder Pascal ein SMS schreiben, die werden dann schon Ja sagen. Ja, danke. Das werde ich dann so beschließen. Wie cool. Der Bundesrat war voll begeistert von dieser Idee und will sie schon auf den Markt bringen. Ja, auf das freue ich mich. Aber nicht nur auf das, sondern auch auf nächste Woche. Es ist schon der 4. Advent und wir im Studio feiern Weihnachten. Und es gibt auch so 1-2 Überraschungen. Darum bist du wieder mit dabei. Nächste Woche ab 9 sind wir live. Wir freuen uns mega, um mit jedem 4. Advent zu verbringen. Wir wünschen dir bis dann ganz eine gute Zeit und sagen Tschüss aus dem Studio. Tschüss. Es läuft einfach rüber. Boah, es hat sogar 2 drin! Der Anwalt erzählt dem Felix, dass der Gefangene Paulus ein Unruhestifter sei und ein Anführer der Nazarener. Der Anwalt klagt den Paulus außerdem an, dass er das jüdische Tempelgesetz gebrochen hat. Dann hat sich der Paulus verteidigen. Er sagt, meine Ankläger haben mich nicht im Tempel in einem Streit mit jemandem angetroffen. Sie können von diesen Anklagenden nichts beweisen. Das eine aber bekenne ich öffentlich. Ich diene dem Gott von unseren Vorfahren, und zwar nach der Glaubensrichtung, die sie für eine Sekte halten. Der Paulus weiss, dass Gott will, dass jeder Christ mutig von seinem Glauben an Jesus erzählt und ihn bezeugt. Den Zeugen vom Herrn Jesus sagt das weiter, wo er über ihn weiss. Bist du auch ein Zeuge für den Herrn Jesus? Ja, und der Felix, er hat noch so einen Hintergedanken gehabt. Und zwar hat er gedacht, ja, wenn ich den Paulus noch in länger festhebe, ja, vielleicht zahlt er mir dann Bestechungsgelder, um frei zu kommen. Nein, der Paulus möchte nicht unehrlich sein. Auch in dem ist er ein Zeugnis für den Herrn Jesus. Wenn aber das, was die Juden sagen, nicht stimmt, dann hat niemand das Recht, mich ihnen auszuliefern. Zuerst hat nämlich der Festus noch hohen Besuch bekommen. Und zwar vom König Agrippa und seiner Schwester, der Berenike. Er schreit, du bist wahnsinnig, Paulus! Von lauter Studieren hast du deinen Verstand verloren. Ein Raunen ist durchs Publikum gegangen. Was der Paulus wagt, so eine direkte Frage dem König zu stellen?
Ja, es ist die Aufgabe von jedem Christ, die gute Nachricht weiterzugeben und so den guten Samen ins Leben der Menschen zu streuen. Unsere Aufgabe ist es, zu säen. Und ich möchte auch dich ermutigen. Nutze die Chance, die Jesus dir gibt, um die gute Nachricht weiterzugeben.